Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge vom Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute sind wir mit einem Kollegen, der uns sehr unterstützt, einen neuen Weg in der Schweiz zu finden. In dieser neuen Serie von dem Podcast sprechen wir über, wie es in der Schweiz anzukommen. Willkommen, Martin. Schön, dass du bei uns bist. Ja, danke für die Einladung, David. Wir wollten eben zuerst anfangen. Du bist erst nicht aus der Schweiz, sondern aus Deutschland und du vermittelst jetzt Kollegen, die in der Schweiz eine Stelle suchen oder einen neuen Start beruflich gesehen wagen. Was war ein bisschen dein Trigger oder was war dieser Moment, wo du dich entschieden hast, ein neues Leben in der Schweiz zu starten? Also bei mir war es damals so, ich habe für eine Firma gearbeitet, die auch in der Schweiz tätig war, eine Genossenschaft, eine internationale Genossenschaft. Und für mich war es damals eine ganz klare Frage, bleibe ich in der Firma in Deutschland? Ich war damals Geschäftsführer für die Einrichtung in Magdeburg. Mhm. Oder gibt es in der Schweiz für mich eine neue Opportunität, also eine Möglichkeit, die ich dort nicht hatte? Und da die Genossenschaft sehr regional organisiert war, gab es einfach ganz andere Möglichkeiten in der Schweiz. Und dann habe ich mich intern beworben, Mhm. kam sehr, sehr schnell, war klar, das könnte was werden. Und gleichzeitig hatte das gut gepasst. Meine Frau ist ja zu Hause die Ärztin. Sie hat schon in der Schweiz gearbeitet, sie hatte schon Erfahrung. Der erste Versuch in die Schweiz zu gehen hat nicht geklappt, weil ich keine Stelle gefunden hatte. Ähm, Mit ihr hätte es vorher funktioniert und dann haben wir gesagt, na gut, dann ist das jetzt der Anlass, es nochmal zu versuchen, wenn ich dann die Stelle habe, das auch in die Schweiz zu zügeln. Und da war im Kern also ja der Job passend dazu mit dem Gedanken, dass meine Frau und Partnerin damals gesagt hat, das wäre ja auch was für sie, das würde auch eine Verbesserung für sie bringen. Da wollte ich gerne nachhaken, weil wir hatten andere Zuhörer gehabt, wo sie haben gesagt, ich habe zuerst vielleicht in etwas anderes gearbeitet oder nur zum Beispiel Deutsch gelernt oder mich akklimatisiert. Du sagst genau eben, ich habe keine Stelle gefunden, deswegen ich könnte nicht in die Schweiz ziehen. Wie wichtig ist das in deinen Beratungen, eben diese Stelle verknüpfen? Das heißt, für die Zuhörer, Zuschauer, darf man überhaupt in der Schweiz leben ohne diese Stelle zu sagen? Funktioniert das überhaupt? Wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Deutschland, oder? Ja, also ich muss ja sagen, ich hatte die Voraussetzung, ich konnte ja Deutsch, also ich musste nicht die Mhm. Sprache lernen. Das ist ja beim vielen einfach noch eine Frage, wo kann ich das am besten tun? Die Stelle, die ich damals nicht gefunden habe, war ja außerhalb der Medizinwelt. Ich komme aus dem Bankwesen, also ich habe was im Marketing, Finanz gesucht, also nochmal ein Mhm. komplett anderer Bereich. Ähm, und für mich wäre es nicht gut gewesen, in die Schweiz zu gehen, ohne das Einkommen zu haben. Also ich hätte das tun können als EU-Bürger, aber dann hätte ich meinen alten Job aufgeben müssen, hätte keinen neuen gehabt. Von der Warte hat das für mich keinen Sinn gemacht. Ähm, Entscheidend ist natürlich immer zwei Aspekte. Zum einen geht es um den eigenen Job im Gesundheitswesen, also egal ob Pflege, Medizin. Und wenn man nicht alleine kommt, geht es halt immer noch um die Frage, was macht der Partner oder die Partnerin? Also was für einen Job hat die denn? Ja? Und da stellt sich die Frage, wo fängt man dann an? Wie kriegt man beides unter einen Hut? Was ich sehe, wenn Personen noch Deutsch lernen müssen, Ja. na, ist die Schweiz nicht unbedingt das beste Pflaster dafür, ne? Mhm. Also Sprachausbildung in der Schweiz ist einfach eine Dienstleistung. Dienstleistungen sind in der Schweiz sehr teuer, deutlich teurer als beispielsweise eben zu sagen, dann gehe ich für 3 Monate oder 6 Monate zum Beispiel nach Deutschland, wenn ich das organisieren und bezahlen kann. Ähm, und es ist natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, Sprache lernt man nicht in der Sprachschule, sondern am Arbeitsplatz viel schneller. Also wenn man Arbeit und Sprache lernen kombinieren kann, ist es natürlich perfekt. Und mein Eindruck ist eher der, dass die Schweizer, ja, sie greifen lieber auf fertig ausgebildete Fachkräfte zurück,
als nochmal zu sagen, ja, du bist ja Arzt, aber komm, wir stellen dich 6 Monate in einem kleinen Pensum ein und fördern die Sprachausbildung. Passiert meines Erachtens leider viel zu selten, dass man diese Kombination eingeht. Und deswegen sehe ich viele Personen, die erst nach Deutschland gehen, und dort Sprache nachholen und oft in Deutschland erst merken, hey, ich könnte ja auch in die Schweiz gehen. Ja. Das ist eben, das könnte ja einerseits auch aus Kostengründen sein. Du sagst, die Dienstleistungen sind höher oder auch die Lebenskosten. Und andererseits ist, was du sagst, das ist, passt nicht zusammen. Das ist auch meine Erfahrung hier als Arzt. Eben solche Konzepte gibt es kaum in diesem Sinne von Sprachförderung oder dieses Art von Eingliederung durch diese Mhm. niedrigen Pensum bei ausländischen Ärzten zum Beispiel. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, ist auch ein bisschen, was ich immer wieder empfehle, eben wegen der Grundsprache. Das heißt, ein Schweizer kann dir sagen, ich bin auf dem Zug. Und dann denkst du als Nicht-Muttersprachler, hä? Wieso ist er auf dem Zug? Also man geht im Zug oder man ist nicht irgendwie Ja. neben den, genau, neben den Leitungen. Und ganz viele von diesen Details, eben von diesem Blumenstrauß, oder? Von alemannischen Dialekten. Das, was die Wissenschaftler sagen, was Schweizerdeutsch ist, bitte nicht in Mhm. der Realität sagen, oder? Jemand könnte Ja. beleidigt werden, aber eben, das ist sehr schwierig, vor allem wenn man neu ist mit der Sprache, das anzuknüpfen oder Absolut. einzuordnen. Absolut. Ja, also das ist ja der Punkt, dass die Schweizer kein Hochdeutsch sprechen. Genau. Ähm, Das heißt, sie sprechen das schon, aber es ist nicht ihre Muttersprache. Mhm. Und man unterschätzt das immer wieder, dass, also für Ausländer klingt manchmal, wenn die Schweizer Hochdeutsch sprechen, klingt das, als ob man mit einem Kind spricht. Etwas langsam, etwas bedacht und also als Muttersprachler denke ich dann immer, ja, ihr könnt ruhig schneller reden. Also ich verstehe das schon, ne? Das liegt daran, dass einige Schweizer Hochdeutsch das erste Mal in der Schule lernen und hören und halt bis 6 bis in die Schule kommen, im Elternhaus, im Umfeld nur Dialekt sprechen. Das heißt, es ist für sie die erste offizielle Amtssprache ist Hochdeutsch. Mhm. Und Mhm. viele Schweizer sagen eben auch, dass sie können das sprechen, aber sie sind nicht gewohnt, diese Sprache immer zu sprechen. Sie kennen nicht alle Details. Und das ist halt wie für mich, wenn ich Englisch spreche als meine erste Fremdsprache. Ich kann das sprechen, aber jeder Engländer wird sagen, mein Gott, was ist das für ein Englisch? Und dann in diesem Umfeld heißt das halt auch, ist es nicht so einfach, auch Leute zu finden, die dann Hochdeutsch mit einem sprechen. Ähm, Zumal die Schweizer noch die in dem Fall unangenehme Eigenschaft haben, dass sie immer auf die Muttersprache wechseln, sobald sie merken, dass du Ausländer bist. Und wenn du dann halt, wenn sie das hören, kann das eben auch sein, sie wechseln aufs Englisch Mhm. und bieten dir gar nicht sozusagen die Option an, Hochdeutsch mit ihnen zu sprechen. Das machen sie, also wie du sagst, wir wollen das ja klarstellen, machen sie nicht aus Bosartigkeit, sondern das ist Höflichkeit der Schweiz, Ja. antrainierte Höflichkeit, dem gegenüber halt die Muttersprache anzubieten. Und ja, dann wird es halt manchmal schwierig. Aber es ist auch nicht unmöglich. Mhm. Ähm, aber ja, es ist nicht ganz so einfach, Eben ist, oft vielleicht auch mit den Papieren bedingt. Ne? Also manche dürfen erst in der Schweiz bleiben, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. das ist so. Ähm, ja, Und dieser wesentliche Punkt teile ich mit dir, dass man das unterschätzt, weil vielleicht man hört nur von den Nachrichten, was du sagst, diese gesprochene Hochdeutsch und man denkt, das ist Schweizerdeutsch, aber das hat gar nichts mit Schweizerdeutsch zu ja. tun. War es auch bei dir der Fall? Hat es dich überrascht? Vielleicht war es das auch ein Thema, diese Eingewöhnung, auch als Muttersprachler mit dem Schweizerdeutsch in Zürich, in Basel, in Luzern, in deinem Also Bereich zum Beispiel Ich jetzt. habe das mit Sicherheit unterschätzt. Und ich sehe das jetzt auch immer wieder, dass das insbesondere Muttersprachler unterschätzen. Also Mhm. tendenziell Deutsche, was das jetzt auch immer genau heißt. Aber Okay. gerade wenn ich noch nie im Leben ausgewandert bin, dann denke ich halt, hey, die sprechen Deutsch und automatisch verbinde ich über die Sprache Kultur äh, und baue mir Brücken.
ah, okay, wenn die Deutsch sprechen, dann ist das selber ist genauso organisiert wie bei uns, die Steuern funktionieren wie bei uns, die Arbeitswelt wird auch so sein. Also wir bauen über die Sprache auch eine Brücke. Und ich mag mich an die erste Woche bei mir auf Arbeit erinnern, an die ersten Wochen. Ich bin nach Hause gegangen, hab ich mich ins Bett gelegt und habe geschlafen, weil auch die Sprache so neu war, dass ich teilweise überhaupt nicht verstanden habe, was meine Kollegen gesagt haben. Wir hatten noch Shared Offices, das heißt, es waren viele Schweizer auch auf der Etage mit ihren Firmen. Und ich saß manchmal zum Mittag und ich wusste nicht, von was die reden. Also ich habe gehört, dass sie reden, aber ich habe es nicht verstanden. Also es ist eine extreme Belastung fürs Gehirn. Und was ich dabei immer wieder sehe und auch selber unterschätzt habe, ist es ja nicht das Einzige. Also ich konzentriere mich ja jetzt nicht drauf und lerne den Dialekt, sondern, ups, ich habe neue Kollegen, ich habe eine neue Wohnung, ich habe ein neues Umfeld. Es ist ja nicht nur die Sprache, die neu ist. Und das ist halt System Overload, ne? Also du wirst es als Psychiater am besten wissen, dass es gibt Leute, die sagen, das fühlt sich an wie eine schwere Depression, weil es ist alles anstrengend für den Körper. Und das kann man schwer vermitteln. Also die Vorstellung können Ärzte, die zum Beispiel aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind, 10 Jahre in Deutschland gearbeitet haben und jetzt in die Schweiz kommen, sofort nachvollziehen. Weil sie haben das schon mal erlebt. Der Körper gibt ihnen sofort ein klares Signal, bereite dich darauf vor. Mit so einer Person kann man offen darüber sprechen und sie wird sagen, okay, also ich höre Schweizer Radio, ich höre Schweizer Fernsehen. Einfach so, dass ich diesen Singsang mitbekomme, um mein Gehirn zu entlasten. Ein Deutscher, in der Regel versteht er nicht, von was man spricht, weil er es nicht fühlen kann. Das heißt, er muss es dann halt einfach machen, wenn er am Arbeitsplatz ist. Und das wird unterschätzt, habe ich auch unterschätzt. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt auch für unsere eben, Zuhörer, dass man eben immer wieder sich nochmal Gedanken macht, wohin man geht, was du sagst, in welchem Kontext oder mit wem hat man zu tun. Du eben hast keinen Klinikalltag gehabt, aber mich würde es interessieren, eben, was hat dich einfach von diesem Alltag, von diesem neuen Ort am Esten, ja, überrascht, oder? Was war einfach mit dem gleichen Schrift, mit den gleichen, was weiß ich, oder? Art von Linien, von den Nummern, von diesen S-Bahnen, aber hat dich komplett eben strapaziert oder gefreut. Man redet eben von den Flitterwochen, wenn man in einem neuen Land startet. Genau. Was hat sich am ehesten für dich unterschieden gefühlt? Was hat dich überrascht? Was hat dich erstaunt? Mhm. Wenn du das zurückblickst, oder? Diese erste Woche. Ja, Genau. also die erste Zeit war ich ja alleine. Meine Frau ist ja erst später gekommen. Ähm, Bei ihr kann ich sagen, es war eine Aussage, die dann quasi im Gespräch das sehr deutlich gemacht hat. Sie war ja im Spital, sie hat Studium und Teil der Ausbildung in Deutschland gemacht, ist dann in die Schweiz gewechselt. Und sie hat dann gesagt, Martin, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wir in Deutschland Kinder großziehen hätten wollen. Ständig musste ich ins System einspringen. Dienste, Nachtdienste, mal Samstag, mal Montag, also schlichtweg nahezu unplanbar. Und dann sagt sie, guck mal, hier kriege ich 3 Monate im Voraus meinen Dienstplan. Einspringen muss ich fast nie. Also das war so von ihr gespiegelt, was mir sehr, sehr aufgefallen ist. Mhm. Bei mir war es mit Sicherheit, was einem als Deutscher natürlich ins Auge fällt, der Zug kommt und der kommt pünktlich. Ja. Und wenn er nicht kommt, kommt er eine halbe Stunde später halt der nächste. Also ja, schon gerade am Anfang erstmal die Bestätigung all dieser positiven Klischees, die man von der Schweiz hat. Alle auf der Etage wussten, wie ich heiße, haben sich dem sehr, sehr herzlich angenommen und das ist in allen Branchen so, dass man sich sofort extrem aufgehoben fühlt, obwohl man neu ist und nicht das Gefühl hat, man gehört noch nicht so dazu. Das kam dann erst später, dass man
ja, wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist, natürlich auch Dinge merkt, die anders sind. Ja. Und diese Veränderungen könntest du dann gut in dein Alltag in der Bank integrieren. Oder vielleicht, wenn du das beratest, wie können diese neue Ärzte, diese neue Gesundheitsfachpersonen diese Klischees, ich kann von mir sprechen, wenn ich fühlte am Telefon immer gefühlt, ich wurde immer gelobt. Es war einfach nicht so dieses Zickzack, wie ich in Deutschland kannte, sondern es war einfach einen anderen Umgang sehr eben mit Pause, mit Floskel, wie ich das von Mhm. meiner Heimat kenne, von Spanisch. Also es fühlte sich manchmal sehr nah, weil es war so wie äh, fast genau wie ich das auf Spanisch ein Telefonat mit irgendeiner Mhm. Person oder in diesem Krankenhaus führen würde, aber auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch von der Schweiz. Wie denkst du, Mhm. kann man Mhm. das integrieren, diese positive Ersterfahrungen in dem Alltag, damit es gut verhebt, damit es gut oder damit du hinterher nicht in einem Loch fällst? Ja, also ich würde sogar einen Schritt zurückgehen. Ich würde mir die Frage stellen, bevor ich in die Schweiz komme. Mhm. Ähm, Ich sehe oft den Fehler, dass man mit der Stellensuche anfängt. Der Anerkennung, sei es jetzt für Ärzte, die Mebico oder in der Pflege des Schweizer Rote Kreuz. Es dreht sich sehr viel um den Job. Und für mein Gefühl ein bisschen zu wenig darum, wie denn die Schweiz eigentlich ist und ob ich mich da wohlfühle. Und ich glaube, das macht einen substanziellen Unterschied. Mhm. Ähm, Nicht, dass die Schweiz gut oder schlecht ist. Es gibt einfach Dinge, die so sind, wie sie sind. Und die werden nicht geändert, weil du als Arzt oder Pflegekraft kommst. So, auch wenn das manche glauben. Aber es sind Fakten. Und da kann man schon hinschauen, ob die einem liegen oder nicht. Und ich verstehe das. Man schaut nicht hin. Ja, man ist ja frisch verliebt. Man hat die Hoffnung, in der Schweiz wird alles besser. Und warum sollte man jetzt vielleicht auf Dinge schauen, die vielleicht dazu führen, dass das nicht hebt für mich, dass ich gar nicht in die Schweiz gehe? Ich finde es aber gut, sich das zu überlegen. Mhm. Ich hatte mit einer Italienerin jetzt gesprochen, ganz anderer Kontext, und sie sagt, ja, was ist das hier? Was ist das? Es ist einfach nur, das ist doch kein Kommunikation, das ist doch kein Leben. Ich gehe doch nicht ins Café, um da einen Kaffee zu trinken. Ich will quatschen, ich will mit Leuten in Austausch kommen. Und es gibt einfach gewisse Tendenzen, wo ich sage, naja, wenn du damit nicht klarkommst, dann wirst das in der Schweiz nicht funktionieren, aber wahrscheinlich in keinem anderen Land der Welt. Es gibt einfach Leute, die tun sich schwer damit, in einem neuen sozialen Umfeld anzukommen, neue Freundschaften zu knüpfen, zu kommunizieren, offen zu sein. Und diese Offenheit, die würde ich unbedingt mitnehmen, wenn ich hier bin. Möglichst keine Meinung haben, Mhm. sondern wie ein dreijähriges Kind, was langsam sprechen lernt, was ist das? Warum macht ihr das so? Warum funktioniert das so? Warum macht ihr das im OP so? Warum macht ihr die Berichte so? Warum? Warum ist das gut? Ähm, Indem ich nichts mitbringe, kann ich nicht sagen, ja, bei mir zu Hause war es alles anders, besser, schlechter. Ich laufe nicht Gefahr, dass der Schweizer den Eindruck gewinnt, ich will ihm erklären, dass es zu Hause besser war als hier. Das mögen die Schweizer überhaupt nicht, insbesondere wenn das Deutsche sagen. Ähm, Das kommt rechthaberisch rüber und zeigt nicht das, was die Schweizer wollen. Die Schweizer holen dich, weil du als Fachkraft fehlst. Das heißt, die Erwartung ist an dich, du integrierst dich in das System und verbesserst das System. Aber du kommst nicht her, um zu sagen, dass es in Hamburg, Dresden oder in Mailand eigentlich besser gewesen ist. Und mit dieser Offenheit im Berufsleben und im Privatleben, finde ich, kann man am besten anknüpfen. Es ermöglicht ein Gespräch, es ermöglicht ein Verständnis des anderen. Es gibt dem anderen auch die Möglichkeit, dezent hinzuweisen, wo man vielleicht Sachen falsch gemacht hat. Und ich muss sagen, insbesondere ist es eine andere Form der Kommunikation und insbesondere der Kommunikation von Konflikten oder schwierigen Themen. Ähm,
die ich in meinem Privatleben, also im Finanzleben nicht verstanden habe. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund dessen, dass ich mich mit meinem Chef zum Schluss gar nicht mehr verstanden haben und dass wir uns getrennt haben, weil Schweizer anders kommunizieren und anders hören, wie du kommunizierst. Also es ist ja, hängt auf beiden zusammen. Das Und wollte mein ich Chef noch hat dann kurz gesagt, mit einer Zwischenfrage, weil das erlebe ich sehr oft. Das ist eben, ich fühle mich nicht gehört und sage immer zurück, ja, dieses Mithören ist entscheidend, weil du hast damit zu tun. Die Schweizer sind sehr zurückhaltend. Das heißt, sie sagen vielleicht nicht, ja, was für die unangenehm ist. Du sagst eben, ähm, vielleicht froche Art, oder? Wenn man so pampig rüberkommt, wenn man eben dominant oder sagt, ja, in meiner Heimatstadt, es hat so in diesem OP funktioniert. Das heißt, das wird dir nicht rückgemeldet. Und andererseits kommt die Erwartung, dass du den Mut hast, oder? Dich nochmal alles zu hinterfragen, jetzt von deinen Abläufen. Reden wir jetzt von dieser Arbeitsstelle. Und dass du offen bist, oder? Diese neue Abläufe zu integrieren. Und langsam, oder? Aber sicher, eben immer wieder in Verhandlung kommen. Auch ein mhm, Punkt für mich war selber diese Verhandlungen. Das kannte ich nicht von Spanien oder von Deutschland. Das mhm, Gehalt, diese Arbeitsbedingungen zu verhandeln und gleichzeitig eben dieses immer wieder eben, man muss diese Moment äh, fassen, wann ist es geschickt, darüber zu reden. Wann kann ja, ich das und das platzieren? Wie ist das für dich ja, oder wie warnst du die Kollegen vor, bevor sie den Schritt wagen, in die Schweiz zu ziehen? mhm. Wegen der Also, Mentalität, wegen der ja, Kommunikationsart, ja. fragte ich. Na gut, also ich sage einfach praktisch, ich empfehle euch, kommt zu mir, auch wenn ihr in die Schweiz geht. Also hört nicht auf, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der euch nur am Anfang hilft oder euch einen Job sucht. Dann geht die Arbeit erst los. Ihr braucht jemanden, sei das jemand, der sich auskennt, sei das jemand im neuen Team, der euch eine ehrliche Rückmeldung gibt auf diese Situation. Weil, wie du gesagt hast, Schweizer lächeln dich an und sagen, Martin, super. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mein Chef hat immer zu mir gesagt, Martin, wir müssen mal Kaffee trinken. Mein Chef war Schweizer. Und dann haben wir Kaffee getrunken und dann hat er immer gesagt, ja Martin, wie geht's denn für dich weiter? Ähm, wir können das und das. Und dann bin ich immer nach Hause gegangen, habe gesagt, oh du, hey, Frau, ich habe wieder, ey, mein Chef hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen, wir haben Kaffee getrunken, echt super. Und er hat sich total dafür interessiert, wie es mit mir weitergeht, welche Fortbildung ich machen will, wo ich hin möchte. Und ich habe ihm immer gesagt, du, ich fühle mich wohl hier, ich möchte das und das und das. Das wollte mein Chef mir aber nicht sagen. Mein Chef wollte mir sagen, Martin, wir sind eine kleine Firma. Das, was du machen möchtest, dafür haben wir keine Stelle. Schau dich bitte rechtzeitig um nach einem anderen Job. Und als dann die Umstrukturierung kam, dann wurde die Stelle sowieso obsolet, dann kam die Kündigung. Und da haben wir einfach unterschiedliche Formen der Wahrnehmung. Also Gefahr ist immer, wenn ein Schweizer mit dir redet und sich Zeit für dich nimmt und dabei freundlich und fröhlich ist, frag dich, ob das wirklich, ja, er war nett zu dir als Mensch, aber er wollte dir was sagen. Und wenn du das nicht verstehst, frage direkt nach, was das denn heißt. Die Person oder jemanden im Umfeld. Also es gibt vielleicht auch Arbeitgeber, die dann einen Mentor zur Seite stellen oder einen Buddy am Anfang. Ähm, weil die Gefahr ist einfach da auf beiden Seiten, man versteht sich nicht. Wenn man sich nicht versteht, kann man die Dinge nicht ändern. Wenn man die Dinge nicht ändert, sagt der andere, was soll ich denn noch machen? Ich habe es dir doch schon zigmal gesagt. Es entsteht Misstrauen und das führt meines Erachtens dann auch dazu, dass zum Beispiel Kollegen in der Probezeit gekündigt werden, Mhm. was komplett eine neue Erfahrung ist in der Ärzteschaft. Das gibt es in Deutschland nicht. Also das ist arbeitsrechtlich schon extrem schwierig, aber praktisch auch nicht. Das ist, In der Schweiz passiert das. Und dann bist du in die Schweiz gezügelt, vielleicht noch mit Familie, um in der Probezeit nach 3 Monaten die Kündigung zu bekommen, mit der klaren Ansage, hey, so läuft das hier nicht. Und ganz, ganz wichtig, Schweizer Diplomatie gibt es nicht nur in Bern.
und nicht nur auf den diplomatischen Bühnen dieser Welt. Das gibt es an jedem Arbeitsplatz. Das gibt es in jeder Hausgemeinschaft. Der Schweizer hasst es, über Konflikte offen zu sprechen. Das ist ihm total unangenehm. Und das heißt, die planen im Voraus, wie wird das Team zusammengesetzt? Passt die Person rein? Also wie so ein Fußballtrainer, passt die Mhm. Chemie etc. Und wenn die feststellen, dass du der Störenfried bist und das ganze Gleichgewicht durcheinander bringst, bist du derjenige, der geht. Mhm. Weil der Chef einfach nicht den Konflikt mit den anderen in der Mannschaft haben will, sondern der sagt, du bist der Neue, du musst dich anpassen, wenn es nicht passt, wirst du gehen und nicht die anderen. Und das ist eine kritische Phase am Anfang. Ähm, und das ist für mich eine der Hauptursachen, warum man beim Auswandern scheitert. Nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern, weil wir nicht zuhören. Und diese Thematik eben, diese Zwischenfunken, sehr, sehr eben aufmerksam sein, was sind die Zwischentöne, ähm, da ist eine harte Arbeit, vor allem am Anfang, weil man ist, wow, diese schöne Landschaften, oder? Und ich habe eben jetzt diese positive Klischees mit der Mhm. Bahn und mit der Digitalisierung, eben, mit diesen ganzen Themen. Aber man merkt nicht diese andere eben Aspekte, die so entscheidend sind, damit man wirklich eben Fuß fassen kann. Gibt es Mhm. sonst andere, genau, Punkte, wo du würdest sagen, ja, das musste man unbedingt vermeiden in dieser Auswanderung, also das nicht genau hinzuschauen? Außer halt jetzt von der, du hast gesprochen, eben die Kommunikation im Team, diese unternehmerische Prozesse, oder? Mhm. Also ein Punkt, den ich immer wieder höre, ähm, insbesondere in der Medizin, Anruf eines Arztes, männlich, wir sprechen, sag alles gut, ich soll in die Schweiz gehen. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Ah, die Gute weiß noch nichts davon. Ganz großer Fehler. Ich weiß, es geht viel um Karriere in der Medizin, im Gesundheitswesen. Das bringt gar nichts. Also wenn man das System der Familie dadurch in Gefahr bringt, weil es für einen eine gute Entscheidung ist, dann wird das nicht funktionieren. Da leidet die Familie drunter, wenn Kinder dabei sind, auch, die merken das. Also wenn man so einen Schritt geht, als Familie besprechen, wenn man alleine ist, mit Freunden besprechen, mit den Eltern besprechen, man lässt ja immer jemanden zurück. Ja? Ähm, Was man vermeiden sollte, sind meines Erachtens Arbeitgeber, ähm, die einen nicht unterstützen in dem, was kommt. Und dann sage ich immer, dann sagen die Ärzte, aber das kann ich doch nicht machen. Doch, kannst du verhandeln. Das ist Teil des Verhandlungsprozesses. Wie wirst du integriert? Wie laufen die Prozesse? Wie schnell erwartet man von dir Leistung? Also du brauchst einfach Zeit zur Adaption. Ähm, und ich hatte im letzten Jahr eine Psychiaterin, die hat sich gemeldet, ich muss sagen, als es zu spät war. Mhm. Die ist über einen Stellenvermittler in die Schweiz gekommen. Dann hieß es, ja, ja, jetzt, nächste Woche. Ne? Ist die innerhalb von 2 Wochen musste die dann auf einmal umziehen. Und die ist in ein Team gekommen, wo 50% der Ärzte auch neu waren. Mhm. Und dann hat keiner gesagt, jetzt zeigen wir mal da, wie das geht, sondern die musste ab der ersten Woche Berichte schreiben und die wusste gar nicht, wie das System funktioniert. Die hat die Probezeit von sich aus beendet. Also Umkehrschluss, sucht nach Arbeitgebern, die ein Verständnis dafür haben, also Vorgesetzte, die vielleicht ausgewandert sind, Vorgesetzte, die einen unterstützen im Team, außerhalb und zum Beispiel sagen, okay, die Fortbildung, die geben wir jetzt für eine Integrationsbegleitung aus. Das ist das, im ersten Jahr geht das Fortbildungsbudget da rein. Ähm, und dann vielleicht auch auf ein bisschen Gehalt verzichten, denn diese Anfangsphase ist immens wichtig, im neuen Land zu lernen. Und Arbeitgeber, die einem dieses Lernen ermöglichen oder ja auch zusprechen, die investieren richtig viel Zeit und Geld. Das muss man sich auch bewusst sein. Und da ruhig mal eine kritische Frage zu stellen und zu sagen, ich habe das Gefühl, das passt nicht, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Weil wenn ich das richtig verstehe, wenn dieses Auffangen ist entscheidend, weil ich glaube, beide Seiten in diesem Moment haben dieses Interesse, oder? Einerseits, du würdest als Unternehmen diese Fluktuation
verringern und die andere Person würde auch Loyalität für diese Klinik, für diese Praxis haben. Ja, das ist die Theorie. Praxis ist, die Mhm. Realität ist nicht immer genau die. Mhm. Ähm, Ich habe Fälle gesehen, da heißt es, ja, Sie sind ja Mediziner, wir hätten ab Januar eine Stelle. Okay, gut, wo? Ja, eine Einzelpraxis. Sag ich, eine Einzelpraxis für einen neuen Arzt, der die Schweiz nicht kennt, der nicht weiß, wie er das Personal führt. Eine Einzelpraxis? Wer soll dem das beibringen? Ja, da ist auch niemand mehr da, weil die Stelleninhaberin hört per Dezember auf. Da muss man sich dann sagen, okay, ja, ich verstehe den Arbeitgeber, der muss eine Lösung finden, ist aber wahrscheinlich nicht die ideale Lösung für den Arbeitgeber. Ähm, Auch für den Arzt in dem Fall nicht. Anderes Beispiel, ich hatte jetzt in der Kinderheilkunde eine Stelle und die Frau hat gesagt, ja, ich komme ja mit Kind und mir ist es auch wichtig, die Wohnung einrichten, ich will das Zuhause einrichten, ich will, dass mein Kind gut betreut ist. Also 3 Monate nach Umzug können wir langsam anfangen mit Arbeit. Stück für Stück, 50, 60%. Und ich hatte einen Arbeitgeber, der hat gesagt, ja, Herr Werner, also Kinderheilkunde, kann die nicht schon nächste Woche Montag anfangen? Da sage ich, ja, das ist jetzt Ihr Job. Was können Sie der Frau denn bieten, dass sie nächste Woche Montag anfängt? Und dann hat er mit der Ärztin gesprochen, hat gesagt, also wir könnten das doch so machen. Sie fangen sofort an, einen Tag pro Woche. Mhm. Können Sie das organisieren, dass der Partner dann im Notfall die Kinderbetreuung macht, wenn das mit Kita und so noch nicht funktioniert? Ja. Die sind noch im Gespräch, also es ist noch nicht die Tinte unterm Vertrag, aber es ist so, dass sie gesagt hat, okay, unter den Umständen würde sie sofort anfangen. Und dann muss ich sagen, da sehe ich halt Unterschiede. Da ist jemand, der versteht das, ist in dem Fall auch ein deutscher Chefarzt, der Mhm. hat das selber durchgemacht, der hat ein Team, das ist eine große Praxis, da sind Leute da. Und das sind Nuancen, klar, ein Risiko ist beim Auswandern immer noch da. Ich habe ja nicht nur Kollegen, sondern ich habe auch Nachbarn und ein privates Umfeld, was für mich stimmig sein muss. Und da muss man dann auch klar sagen, das ist auch nicht Job des Arbeitgebers, dafür Sorge zu tragen, was du in den restlichen 8, 10 Stunden oder an deinen freien Tagen machst, sondern die Schweizer sehen das halt sehr getrennt. Mhm. Beruf ist Beruf, privat ist privat. Und nur bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar, eben nur von eben diese Darstellung von klaren, am Moment Beispiele jetzt von deiner Tätigkeit in der Beratung. Man kann sehen, man kann diesen Start sehr schmackhaft machen. Man kann einfach viel mehr eben vermitteln, wie der Alltag aussieht. Oder man kann das ein bisschen so eben wie versteckt vermitteln, in dem Sinne, wie eben ist diese Identifikation mit dem neuen Mitarbeiter. Und das Mhm. hilft sehr, oder? Diese Brücke. Du hast auch eben über Brücke gesprochen zwischen Sprachen, Kulturen, Erwartungen, Bedürfnissen und auch eben das Wesentliche, was sind ein bisschen die Ziele, oder? Um dieses, ja, Karriere, um dieses familiäre Leben, um dieses Sicherheit, je nach dem, oder? Je nach Kontext, wird auch in der Schweiz gesucht. Und das ist wirklich eben Mhm. eine passende Anlaufstelle. Das werden wir auf jeden Fall dir empfehlen. Eben DocsGo Swiss Podcast, genau. Und da gibt es die ganze Kontaktdaten in dem Podcast. Gibt es noch einen letzten, vielleicht eben Vorschlag, ein Take-Home-Message für unsere Zuhörer, Zuschauer, Martin? Also 2 Sachen. Also ich kann nur den Hut nehmen vor jedem, der den Schritt macht. Also man hat manchmal das Gefühl, wenn man auswandert, alles entgegen ein und man hat nur irgendwie, man muss den Umzug stemmen. Also man hat ja erstmal nur die Arbeit. Mhm. Das wird manchmal in meinen Augen viel zu wenig gewürdigt. Also dafür wirklich Hut ab, diesen Schritt zu gehen. Das ist an sich eine großartige Leistung. Egal, was dann danach kommt, beim Auswandern. Und für alle, die halt in Verantwortung sind, die Führungskräfte sind, die dafür Sorge tragen, dass neue Menschen, egal ob in der Pflege, Medizin oder wo auch immer in der Schweiz ankommen, also stellt euch nicht die Frage, wann will denn die Person wieder weg? Also habt keine Angst davor, in diese Person zu investieren.
Stellt euch doch mal die Frage, wie es euch gehen würde, wenn ihr nach Deutschland, Polen, Spanien auswandern müsstet. Ähm, und ob es dann immer angemessen ist, einfach nur zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Die Frage, ist die HR-Abteilung zuständig? Das interessiert mich nicht. Mhm. Ähm, der Arbeitgeber, und das ist wirklich ein Appell, ihr gebt ihm viel Geld aus, um Fachkräfte zu gewinnen. Also gebt auch noch ein bisschen Geld aus, dass die hier bleiben. Und wachsen lohnt sich. Und ich kann auch von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Man eben kann den Herausforderungen darüber hinaus viel lernen, dass man eben auch zuversichtlich und wie du auch gesagt hast, neugierig bleibt. Ich glaube, das ist der Schlüssel für jegliche neue, genau, Stellesuche oder allgemein im Leben vorwärts zu kommen. Ich danke dir sehr. Wir werden eben dich aufmerksam auch zuhören in dem Podcast und ihr weiß, ihr könnt euch an den Martin wenden, wenn ihr eine neue Herausforderung in der Schweiz sucht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Ich danke auch. Merci.